Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem kleinen Statement-Video, Info-Video, wie auch immer ihr das bewerten möchtet. Und zwar möchte ich mal generell auf ein Thema eingehen, was ich jetzt nicht bei den Kommentaren zum Darmstadt-Spiel, obwohl da auch so zwei so hirnlose Kommentare waren, aber wie ich in Zukunft mit gewissen Kommentaren und mit einer gewissen Einstellung von Leuten in den Kommentaren, wie ich damit umgehen werde. Ich werde diese Kommentare in Zukunft ignorieren, ähm, möchte das aber nicht einfach jetzt so tun und nie dazu was gesagt haben. Von daher mache ich dieses Video dazu, sage euch einmal meine Meinung, wie ich das sehe und werde dann in Zukunft diese Kommentare einfach überlesen, ignorieren. Aber auf jeden Fall da nicht drauf eingehen, weil mir das einfach viel zu viel Zeit raubt, da jedes Mal in solchen Diskussionen mich dazu verstricken. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Gut, worum geht es? Ähm, Es geht um die Sache, dass sich hier manche Leute davon angegriffen fühlen oder persönlich angegriffen fühlen, dass ich eine andere Meinung habe, wie derjenige sie hat. Ja, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, ähm, weil mir das persönlich vielleicht bin ich doch einfach ein anderer Typ. Für mich persönlich ist das am Ende des Tages völlig wurscht. Ja. Ob jetzt jemand eine andere Meinung hat wie ich, ist mir, völlig Wurst. Ja, das ist völlig okay. Jeder soll seine Meinung haben. Man kann auch gerne zusammen diskutieren, man kann auch gerne zusammen streiten. Ähm, Man kann seine Argumente vorbringen für die Meinung, die man vertritt, und dann ist auch gut. Ja, dann kann der andere entweder nimmt er sich davon was an oder halt nicht. Aber ich würde mich nie dahinsetzen und sagen, ich muss jetzt den anderen von meiner Meinung überzeugen. Ja, um das auch mal noch mal ganz klar zu sagen. Ich mache diese Videos hier nicht, vielleicht empfinden das einige so, aber ich mache diese Videos nicht und setze mich hin und sage: „So, das, was ich jetzt sage, ist Gesetz, weil ich hier der Oberpate des FC Bayern bin.“ Nein. So, ich möchte keinen von euch meine Meinung aufzwingen oder vorschreiben, wie ihr das zu sehen habt. Wenn ihr das anders seht, ist das für mich vollkommen fein. Ja, habe ich gar kein Problem mit. Und wenn euch das hier zu negativ ist, zu kritisch ist, wenn euch meine Art nicht gefällt, weil ich manchmal zu emotional bin, heute wir reden über Fußball. Ich weiß nicht, heutzutage ist das vielleicht verpönt, aber ich werde da nun mal emotional. Ja, die Wortwahl kann man drüber streiten, die muss man mal ein bisschen zurückfahren. Das ist die einzige Kritik, die ich mir gefallen lasse. Aber ansonsten, ähm, ist mir jegliche Kritik von euch am Ende des Tages völlig wurscht, ja? Was jetzt Kritik auf mich oder auf meine Art bezogen ist, ja? Das ist mir völlig scheißegal, Leute. Was ihr da reintipselt irgendwo, wo ihr gerade hockt in Timbuktu oder was und haut da was in die Tastatur. Ihr seid für mich ein Name, der ein paar Zeilen schreibt, mehr nicht. Nehme da nichts von zu Herzen, sowohl positiv, wenn da reingeschrieben wird, du bist der Geilste, genauso wie negativ, wenn da einer reinschreibt, du laberst nur Scheiße oder sowas. Ähm, Leute, das interessiert mich am Ende des Tages nicht. Na klar, ist es schön zu lesen, wenn man Zuspruch bekommt. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich sage: „Oh ja, geil, ich habe hier 10 Kommentare gehabt, die mir zustimmen. Boah, ich bin gehypt, ich fühle mich super gut.“ Ne, am Ende des Tages ist es mir Wurst. Ja, ich mache das ja nicht, um damit zu erreichen, dass Leute sagen: „Ja, genau so sehe ich das. Wow, wow, du hast voll recht.“ Ich habe das schon mal erklärt. Ich setze mich hier hin und mache die Videos, weil es mir einfach gut tut. Ja, nach dem Spiel ähm ich kann das Spiel dadurch verarbeiten, indem ich das so analysiere, wie ich's mache. Der FC Bayern ist, seitdem ich auf der Welt bin, seitdem ich denken kann, ist der FC Bayern mein Verein. Ich lebe ihn mit jeder Faser meines Daseins, ja. Es ist vielleicht nicht gesund, dass Fußball so 'n hohen Stellenwert für jemanden hat. Das ist aber bei mir einfach so, ja. Es ist einfach ein Teil von meinem Leben, der mich durch schwere Zeiten begleitet hat. Es ist eine super Ablenkung, das schönste Hobby der Welt und ja, deswegen ist es, wie es ist, ja. Und, deswegen sitze ich hier und mache diese Videos. So, ich habe diese Videos jahrelang gemacht, wo 50 Leute hier zugeschaut haben, wo 3 Leute was geschrieben haben. Grüße gehen raus an Gerard Berger, der von Anfang an dabei ist und immer noch hier ist.
Ähm, und ich mache das auch noch in 5 Jahren, wenn hier wieder nur noch 50 Leute zugucken, weil alle anderen Leute mich scheiße finden, ja, oder finden: „Oh, es ist hier alles so negativ, es ist alles so kritisch. Oh, der labert ja nur Scheiße.“ Leute, ganz ehrlich, schreibt das in den Kommentar, wenn es euch besser geht, und geht woanders hin. Es ist für mich persönlich völlig fein, ja? Ihr könnt euch völlig auslassen im Kommentar. Ich habe da auch kein Problem damit. Ähm, wenn ihr der Art oder die Art Zuschauer seid, der einen Scheiß-Tag hat, von der Arbeit kommt, gefrustet ist und dann das irgendwo abladen muss. Ja, macht das ruhig in die Kommentare. Wie gesagt, mir geht das am Arsch vorbei am Ende des Tages, was ihr da schreibt. Ich gehe darauf ein, wenn da fußballerische Sachen stehen. Ja, ich wurde ja damals kritisiert, dass ich den Leimer zu schön gesehen habe, oder dass ich eine Abneigung gegen Gnabry habe mehr, oder dass ich 'n De Ligt eher bevorzuge, was er vom Spielertyp her so ist. Ja, auf diese Kritik gehe ich ein. Ja, da mache ich mir Gedanken zu, die nehme ich an. Das ist gar kein Problem für mich. Aber irgendwie Kritik an meiner persönlichen Art und Weise, Leute, lasst euch aus, ist mir scheißegal. Ja, damit könnt ihr mich nicht treffen irgendwie. Dafür bin ich zu alt, dafür habe ich zu viel erlebt in meinem Leben, als dass mich irgendwas interessiert, was irgendein Name mit irgendwie 2 Sätzen in irgend Kommentar schreibt. So, das ist mir scheißegal, ja. Da bin ich resistent, könnt ihr euch gerne auslassen. Ist gar kein Problem. Ähm, aber nochmal, warum man sich warum man sich persönlich angegriffen fühlt, wenn da jemand sitzt, der eine andere Meinung hat, als man selber hat, geht in meinem Kopf nicht rein. Vielleicht bin ich da zu doof für, keine Ahnung, mag so sein. Ähm, werdet ihr immer haben. Ja, wenn ihr das nicht haben könnt, dann seid ihr hier falsch, Leute. Dann geht auf 'n anderen Kanal. Geht auf irgendeinen Wischiwaschi-Kanal. Es gibt genug, Bayern-YouTuber, die über Bayern rosaroten Mist erzählen, die alles schönreden. Geht dahin, dann seid ihr hier einfach verkehrt. Hier ist ein Bayern-Kanal, ähm, der in die Tiefe geht, ja? Der nicht sieht: „Oh, 8:0 gegen Darmstadt, yippie wir sind die weltbeste Mannschaft. Wir haben nur Weltklasse-Spieler, wir gewinnen das Triple dieses Jahr. Ist gar kein Problem. Thomas Tuchel, Fußball greift endlich.“ Ne, das ist hier ein Kanal, der alle 13 oder 14 Spiele, die wir bisher hatten, sieht und mit einfließen lässt. Na klar, freue ich mich. Ich habe das ja auch in dem Video gesagt, zu der Spielanalyse, dass es wirklich super gut war, die zweite Halbzeit hin und her. Da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, aber natürlich sehe ich das Gesamtbild, ja, und danach sehe ich das. Das ist am Ende meine Meinung. Ihr könnt jederzeit eine andere Meinung haben. Das ist für mich völlig fein. Ähm, und dann ist auch gut. Ich will euch nicht von meiner Meinung bekehren, und ich lasse mich nicht von eurer Meinung bekehren, ja. Noch mir ist es am Ende des Tages wurscht, welche Meinung ihr habt. Ja, wenn es fußballerisch diskussionswürdig ist, klar, mache ich das sehr gerne. Ich lese mir sehr gerne eure Kommentare durch. Deswegen ja auch eure Kommentare, also das Video von ich reagiere auf eure Kommentare. Das macht mir sehr viel Spaß. Ähm, ob kritische Kommentare oder nicht kritische Kommentare spielt dabei gar keine Rolle. Das fühle ich. Ich bin auch der Art Mensch, der sagt, wenn ich schon solche Videos mache und Menschen darauf reagieren und Kommentare schreiben, sollte man sich die auch wenigstens durchlesen und dann halt auch drauf eingehen, ja. Deswegen habe ich mir ja dieses eine Video rausgesucht, wozu ich das mache. Wir spielen alle 3 Tage, ich mache Reactions auf PKs und so weiter. Das ist einfach zu viel, ja. Ich schaffe es aktuell, die Zeit habe, die Kommentare alle zu lesen. Ja, seht ihr immer daran, wenn unter dem Video ein paar Kommentare ein Herzchen haben. Das heißt, ich habe den Kommentar gelesen, aber ich werde da nicht zu jedem Kommentar dann noch einen Kommentar drunter tipseln, da fehlt mir einfach die Zeit für. Ähm, manche Kommentare haben auch kein Herz. Ja, das ist halt einfach so. Dann ist das in meinen Augen 'n dummer Kommentar, mit dem ich nichts anfangen kann, oder ein Thema, wozu ich nichts sagen kann. Und, ja, dann ist das so. Ja, gelesen habe ich den trotzdem, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ja, und in Zukunft werde ich dann halt einfach so Kommentare, wo Leute sind, die sich persönlich angegriffen fühlen von meiner Meinung, ähm, werde ich ignorieren. Werde ich nichts mehr zu schreiben. Ich habe das bisher immer so gehandhabt, dass ich mir das alles durchgelesen habe, dann noch drauf eingegangen bin, versucht habe, da zu diskutieren, versucht habe herauszufinden, warum die Leute das so sehen, warum die sich so persönlich angegriffen fühlen. Deswegen hatte ich ja im vorletzten Video zu eure Kommentare auch schon gesagt, so jedem seine Meinung, ja, man muss den anderen nicht versuchen zu missionieren. Ähm,
das raffen die Leute trotzdem nicht. Ja? Und ich bin's leid. Ich habe keinen Bock mehr, darum zu diskutieren oder auf die Kommentare einzugehen und deswegen lasse ich das in Zukunft. Und genau deswegen dieses Video. Ja? Ähm, damit die Leute Bescheid wissen oder wenn dann einer sagt, oh ja, der ist ja so, der reagiert da gar nicht drauf, der beachtet die Kommentare gar nicht. Ja, dann kann man auf dieses Video verweisen und dann wissen die Leute, warum das so ist. Ja, und alle kritischen Kommentare, was weiß ich, wie es jetzt im letzten Kommentarvideo war, irgendwie ist das hier der Kimmich-Hater-Kanal oder ist das hier der Bayern, was weiß ich, kritische Kanal oder sonst was. Ja, auch diese Kommentare ignoriere ich. Diese Kommentare werden geschrieben, weil die Leute einfach triggern wollen und auch da, mich triggert das nicht. Schreibt's rein, mir ist das scheißegal. Ähm, Um da vielleicht auch noch mal kurz einzuhaken, das Thema ist abgeschlossen mit den Kommentaren. In der heutigen Zeit, ja, gerade wenn man YouTuber ist, ähm, sollte man das auch so handeln. Oder auch generell Social Media ist ja allgegenwärtig und ähm, man sollte, wenn man irgendwie Content macht oder auch auf Social Media präsent ist, ähm, sollte man entweder Kommentare komplett ignorieren, ja, dass man sie gar nicht durchliest, gar nicht beachtet, auf YouTube zum Beispiel. Ähm, oder aber, wenn man sich mit den Kommentaren auseinandersetzt, so wie ich das tue, ja, muss man sich immer vor Augen halten, dass das Kommentare sind, ja, von irgendwelchen Menschen, die irgendwo hocken. Ja, da darf man sich nichts zu Herzen nehmen. Ja, da darf man sich nicht positiv in den Himmel pushen lassen und dann darf man sich aber auch nicht von irgendwelchen negativen Kommentaren, die ja meistens weniger sind, weil ja meistens die Leute auf dem Kanal bleiben, die ja dann schon eine Verbindung haben oder die dann schon irgendwo ein bisschen die eigene Meinung haben oder die Art und Weise desjenigen gefällt oder was auch immer. Von daher sind ja kritische Kommentare oder schlechte Kommentare eher weniger. Sind ja dann meistens von irgendwelchen Leuten, die einmal reingucken und dann irgendwas schreiben. Aber denen sollte man nicht so viel beimessen. Ne? Das sollte, ja, ist vielleicht schwierig für Leute, die ein bisschen jünger sind. Für mich als Mann, der auf die 50 zugeht, der in seinem Leben so viel Scheiße erlebt hat, abseits des Fußballs auch. Leute, mich juckt das halt einfach nicht. Sage ich euch ganz ehrlich, ich verstehe manche Sachen halt nicht, wie ich schon sagte, wie man sich da persönlich angegriffen fühlen kann. Ähm, ja, gerade noch als Bayern-Fan, ja, grade Bayern hat ja auch so die Mentalität zu sagen, ja, man hat eine Streitkultur, man kann unterschiedlicher Meinung sein, man kann darüber auch streiten und danach bringt jeder seine Argumente vor und, dann ist gut. Ja, entweder nimmt der Gegenüber sich was von an oder nicht. Aber es geht doch nicht darum zu sagen: „Boah, ich habe aber recht, das ist die Meinung und die Meinung muss umgesetzt werden.“ Das ist auch gar nicht die Intensität, die ich habe mit meinen Videos, ja. Ich setze mich ja nicht hin und sage: „Ich bin der Messias, Alter. Alles, was ich sage, ist so und ihr müsst das genauso sehen.“ Ne, es ist mir scheißegal, wie ihr das seht, ne? Um's mal klipp und klar zu sagen. Klar ist es schön, wenn da Leute sind, die das ähnlich sehen oder die vielleicht sagen: pass mal auf, ich sehe das aber lieber so und so oder eher so und so.“ Super, habe ich gar kein Problem mit, komme ich völlig klar. Ähm, aber alles andere, die sich da persönlich angegriffen fühlen und dann irgendwie erzählen, bla 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 bla. Ähm, ja, tschö, tschö, such den anderen Kanal, alles ist gut. Ja, ist mir am Ende des Tages Wurst. Ähm, ja, das wollte ich einfach nur mal gesagt haben, ja, damit die Leute wissen, wie ich in Zukunft mit diesen Kommentaren umgehen werde. Ähm, Es spart mir einfach Zeit und von daher, Zeit ist das Gut, was am meisten wiegt, oder sollte es sein für die meisten Menschen. Und diese Zeit spare ich mir einfach, mich damit irgendwie, auseinanderzusetzen oder da noch versuchen, da irgendwas zu missionieren oder versuchen zu verstehen, warum diese Menschen so ticken, wie sie ticken. Wenn ihr einer dieser Menschen seid, kommt gerne montags in den Stream, ja, Twitch 18 Uhr, dann könnt ihr mit mir, über den Chat kommunizieren, dann ist das vielleicht einfacher. Ähm, aber in den Kommentaren werde ich das ignorieren. So, das ist die Quintessenz dieses Videos. Am Ende bedanke ich mich bei allen, die mich unterstützen. Vielen lieben Dank dafür.
Ähm, obwohl, da habe ich noch abschließend eine Sache vielleicht, weil ich ja gesagt habe, es ist mir am Ende des Tages egal. Ja, das möchte ich auch noch mal präzisieren. Weil ich auch manchmal einen Kommentar hatte jetzt ein, zwei Mal, wo geschrieben wurde: „Oh ja, ich bin jetzt aber schon so lange gucke ich dich hier, aber jetzt gerade welche Richtung sich das hier entwickelt, dass du den Tuchel beleidigst, das finde ich nicht gut und ich will das nicht mehr sehen.“ Tschö. Ja, auch bei dir. Tschö. Es ist mir egal. Ja, es ist mir egal. Und wenn du von Tag eins an hier bist, ja, dann ist es schade. Natürlich. Ja, wenn du lange hierbei warst, ist es schade, wenn dir das dann nicht mehr gefällt. Ähm, aber okay. Tschö. Ja, kannst das auch gerne in die Kommentare schreiben, kannst dich verabschieden, kannst das als Kritik dalassen. Ist für mich völlig fein. Ähm, dann such dir 'n anderen Kanal. Ja, ich werde, um das noch mal klipp und klar zu sagen, meine Art und Weise wird sich nicht ändern. Die wird sich nicht ändern, ob hier 100 Leute zugucken, ob 1.000 Leute zugucken, ob 10 Leute zugucken. Es wird sich nicht ändern. Punkt. Ich werde immer meine Meinung sagen, wie ich es fühle, wie ich es sehe. Ich werde auch immer wieder mal emotional werden. Ich werde auch immer mal wieder wahrscheinlich eine Beleidigung droppen. Das ist das Einzige, wo ich die Kritik an mich ranlasse. Da habt ihr natürlich recht. Gewisse Sachen kann man anders formulieren. Aber auch da, jeder, der ins Fußballstadion geht, Alter, sollte mit Emotionen und auch mal mit Beleidigungen umgehen können. Gehört sich vielleicht nicht im YouTube-Video, ja, mag so sein, aber ich denke, das ist auch Authentizität. Ja, so bin ich, das bin ich. Das muss man nicht feiern, das muss einem nicht gefallen. Wie gesagt, mit den Beleidigungen gebe ich euch recht, das muss ich ein bisschen runterfahren, muss ich mal ein bisschen eine andere Wortwahl treffen. Klappt nicht immer, aber ich bin dann auch keiner, der da hingeht und das dann rausschneidet und so tut, als ob er jetzt hier der Sonnenschein der Nation wäre. Nee, ich lade das so hoch und ist gut. Ja, das bin ich, das ist meine Art und Weise. Und entweder mag man das oder eben nicht. Und wenn das nicht der Fall ist und wenn du schon von Tag eins hier bist und sagst jetzt: „Oh ja, das entwickelt sich hier aber alles nur noch negativ. Ich finde das alles zu negativ. Ich finde das so“, völlig okay. Go away, geh woanders hin. Es gibt eine Trillion YouTube-Bayern-Kanäle, wo alles schön Wetter geredet wird. Dann geh da hin. Ist für mich gar kein Problem, ja? Nur um das noch mal klar zu sagen. Was jetzt nicht heißt, so, ich scheiße auf alle, die hier sind. Noch ich freue mich auch über jeden, der mich unterstützt. Ähm, super, ja, aber das ist nichts, was jetzt Einfluss hat, was Einfluss auf meine Art und Weise haben wird. Ich werde immer so sein, wie ich bin, ja? Und da könnt ihr 500 Kommentare unter einem Video schreiben und versuchen, mich, zu bekehren, dass ich das doch irgendwie anders sehen sollte oder positiver sehen sollte oder den Tuchel nicht angreifen sollte. Das wird sich nicht ändern, Leute. Wenn Tuchel sich da hinsetzt und dreimal eine andere Ausrede findet für eine und dieselbe Sache, dann werde ich das kritisieren. Und dann werde ich ihm auch sagen, dass er scheiße ist, was das betrifft. So, wenn ihr euch dann persönlich angegriffen fühlt von dieser Meinung, Alter, dann weiß ich nicht, dann überdenkt dein Leben halt, ja. Wie kann man sich denn darüber angegriffen fühlen? Wärst du jetzt der Bruder vom Thomas Tuchel oder so, dann würde ich ja noch sagen, jo, du hast eine Beziehung, du kannst dich vielleicht angegriffen fühlen. Ähm, aber doch nicht in den Kommentaren, Alter. Was ist denn los? Ja, verstehe ich persönlich nicht. Ich sage ja auch nicht, dass der Tuchel scheiße ist, jetzt mal auf dieses Beispiel bezogen, sondern einfach, dass er bei den Themen halt einfach Scheiße erzählt. Und das hat er getan. Ja, und das werde ich auch in Zukunft so klipp und klar äußern. Wenn euch das nicht gefällt, wenn euch das nicht passt, ja, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Ovido, go away, geh dahin, wo es dir besser gefällt und gut ist. Nochmal abschließend, ich glaube, ich habe es schon gesagt, wenn nicht, wiederhole ich mich. Du kannst es auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja, du kannst dich da auslassen, du kannst deinen Frust da ablassen, ist für mich kein Thema. Haut's raus und gut ist. Und dann geht halt away, wenn euch das nicht interessiert. Ja. Ich werd die Kommentare überlesen, es juckt mich nicht und damit beschließe ich das hier. Ähm, rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Bleibt gesund. Tschö.